So, hallo zusammen, das ist der Tag Nummer 7 bei unserem Fasten, Gebet und auch in der Gebenzeit. Wir haben den ersten Drittel hinter uns und ich möchte euch gratulieren für alle, die auf irgendetwas fasten, um einfach Gott zu leben. Was ist die Kraft vom Fasten? Ganz einfach, man macht den Fleisch, den Körper schwach, um im Geiste eben Durchbrüche zu erleben, damit wir diesen Gott im Himmel auf eine ganz, ganz neue Art und Weise erleben. Ich bin heute wieder alleine, meine Frau ist in Deutschland und ich bin heute in Zürich und ich freue mich einfach, in den nächsten paar Minuten mit dir zusammen einfach einzutauchen und zu erleben, dass eben diese Güte und diese Treue Gottes eine ganz, ganz große Auswirkung haben wird. Es heißt ja Fasten, Beten und Geben. Und wieso geben? Ganz, ganz einfach, weil ich habe jetzt in dieser Woche habe ich keine Kleider gekauft, ich ging nicht zum Friseur, ich war in keinem Restaurant. Also wir werden in 21 oder 28 Tage Finanzen zusammensammeln, um auch unser Reach Beyond zu unterstützen. Das sind Projekte über unsere vier Wände hinweg. Das ist eben auch ein Gedanke, wo ich euch danken möchte, weil wenn jede Person etwas spart über diese Zeit, dann gibt es einen großartigen Betrag. Heute geht es um das Thema Gebet verändert Menschen. Natürlich ist es so, dass Gebet verändert in erster Linie vor allem eigentlich mich in dem Sinne, weil Gebet ist ja nicht einfach ein Monolog, wo ich zu Gott im Himmel bete, sondern es ist auch ein Dialog, wo Gott zu uns spricht. Aber denke einmal dran, ich glaube, du bist ein Resultat auch, weil Menschen haben für dich gebetet. Vielleicht hat deine Mutter für dich gebetet, deine Großmutter, dein Vater, dass du zum Glauben kommst. Und es ist immer so, wir sind umgeben von Gebeten, wo Menschen schon gebetet haben. Oder manchmal ist es so, eine Gemeinde wächst gewaltig und eigentlich haben schon vor uns Menschen das Fundament gelegt. Sie haben Samen hineingestreut, sie haben geackert und alles hineingelegt, aber sie haben die Ernte nicht gegeben. Und Paulus sagt, die einen säen und werden die Ernte nicht sehen und die einen ernten ohne zu säen. Und ich glaube, Gebet ist etwas ganz, ganz Interessantes, weil es öffnet eben die Herzen und Gott klopft immer wieder an die Herzen der Menschen. Ich möchte einen Bibelvers vorlesen aus 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Also wir dürfen nicht aus dem Gebet rausgehen. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche und eure Anliegen und euren Dank vor Gott für sie. So, meine Frau hat ihr ein Bild gemalt und sie hat es mir extra hingelegt, dass ich das euch zeige. Das ist ja wieder dieses Weinglas, das Abendmahl und hinten ist eine Liste. Also wir haben eine Liste von Menschen in unserem Leben. Es kann deine Frau, dein Mann sein, deine Kinder sein, deine Nichte, dein Neffe, dein Onkel, deine Großmutter, dein Großvater, dein Pastor, dein Land, wo auch immer du wohnst, das ist eine Liste, die wir vor Gott bringen. Und die Bibel sagt, wir sollen es mit Dank machen. Dank bedeutet, dass Gott erhört unsere Gebete. Dann habe ich noch einen anderen Bibelvers und der ist auch wirklich mega klar. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 heißt es, vor allem fordere ich euch auf. Also man sieht bei diesen beiden Bibelversen, wo Gott sagt, ich fordere euch heraus für alle Menschen zu beten, bittet bei Gott für sie und dankt ihm auch wieder. Du siehst, wir sollen für Menschen beten und ihm danken. Wenn ich über das höre, bete für Freunde, dann muss ich sagen, ich habe Freunde in meinem Leben, die haben für mich gebetet, dass ich zum Glauben komme. Da war eins oder zwei Familien, besser gesagt, die haben für mich gebetet, dass Gott mir meine Augen öffnet und dass ich zum Glauben finden darf. Und ich bin ihnen bis heute so dankbar, weil ohne sie hätte ich diesen Jesus nicht kennengelernt. Ich hatte immer an Gott geglaubt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie getrennt von ihm, aber ich habe nicht gewusst, warum kam Jesus auf diese Welt. Darum danke an diese zwei Familien, die für mich gebetet haben. Dann meine Mutter, ich bin eines von 5 Kindern, hat jeden Tag gebetet, dass eines ihrer Kinder eines Tages ein Pfarrer, ein Priester werden würde. Das war ihr tiefster Wunsch. Sie war so mit der Kirche und mit Gott verwurzelt. Und als ich dann 18, 20 Jahre alt geworden bin, habe ich ja das ICF Zürich übernommen mit meiner Frau. Und dann habe ich meine Frau Mutter mal eines Tages gefragt, du Mama, sag mal, wieso bin eigentlich ich Pfarrer geworden? Ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der ist Pfarrer geworden. Und dann sagte meine Mutter, ich habe jeden Tag gebetet, dass eines meiner Kinder ein Pfarrer werden wird. Und voilà, ich sage immer, ich bin salopp ein Opfer vom Gebet meiner Mutter, das sage ich immer salopp, aber ich meine es ganz, ganz im Ernste, weil Gott kann dir einen Mensch, eine Situation auf das Herz legen, wo du ein Mandat hast. Ich spreche von einem Mandat, wo du für Menschen betest. Ich kenne Menschen, ich habe vor 3 Wochen einen Mann getroffen, ich kennengelernt, besser gesagt,
Er hat gesagt, ich sage es dir das, aber ich habe es dir noch nie gesagt, ich habe ein Mandat für dich zu beten. Und das mache ich nicht für jede Person, aber seit der Start vom ICF Zürich hat Gott mir auf das Herz gelegt, für dich und deine Frau zu beten. Und manchmal denke ich, wenn wir so Siege ringen in unserer Church oder Gott Wachstum schenkt, dann denke ich, oh ja, vielleicht war dies und jenes gut, aber vielleicht kann es auch sein und nicht vielleicht, dass eben die Gebete im Hintergrund eben etwas ist, dass in der unsichtbaren Welt Menschen Kämpfe kämpfen, die wir niemals sehen werden und für uns die Siege einfahren, die sie dann niemals in dem Sinne den Applaus bekommen. Darum, wenn es um Frucht und Ernte und Säen und Ernten geht, muss man immer beide Perspektiven in dem Sinne im Kopf haben. Also die Bibel sagt, wir haben ein Mandat, für Menschen zu beten, ganz, ganz konkret, aber bete nicht, dass bei deiner Frau, dass genau sie sich so ändert, wie du das wünschst. Das ist mir relativ wichtig, weil das machen viele Ehepaare, die haben ganz klare Vorstellungen, wie die Frau oder der Mann, die Kinder sich entwickeln müssten. Und das ist etwas, was ich euch sagen möchte. Bitte macht das nicht, sondern überlasst das wirklich Gott, weil jeder Mensch soll sich auch so entwickeln, wie er in seiner Art ist. Weil ich bin ein Hochenergiemensch, ich habe so viel Power und Energie und ich werde niemals einfach 8, 9 Wochen, kann ich mir nicht vorstellen, in ein Kloster gehen und nichts machen. Kann ich mir heute nicht vorstellen. Ich möchte nicht sagen, es kann nicht geschehen, aber es kann ich mir von meinem Typus nicht vorstellen. Das ist nicht der Ort, wo ich aufblühe. Wenn ich das höre, da geht auch mein Herz zu. Aber bei anderen Dingen geht mein Herz auf. Und darum hat Gott auch verschiedene Sachen in das Herz gelegt. Also, jetzt nehmen wir das Abendmahl. Da sind wir zusammengekommen heute am 7. Tag im ersten Drittel. Oh, es ist wirklich, ich staune, man beginnt schwach und dann hat man so Kurven und heute habe ich so eher wieder so das Gefühl, ich bin so ein bisschen müde und schwach, aber im Geiste merke ich, werde ich immer klar. Also jetzt nehmen wir das Brot. Jesus dankte. Er war zusammen mit seinen Jüngern, auch wieder in der Gemeinschaft. Er hat das nicht alleine eingenommen. Man ist kein Problem, man kann das Abendmahl auch alleine einnehmen. Aber ich möchte sagen, eigentlich war das Abendmahl immer ein Essen. Ein Essen zusammen mit Menschen, wo man unterwegs ist mit Gott. Also man ist unterwegs zusammen mit Gott. Er nahm es und dankte Gott. Und jetzt bitte ich dich einfach, dass wenn Gott dir einen Menschen auf dein Herz gelegt hat, du hast eine Last, eine Leidenschaft, vielleicht auch eine Not für ein Land, für einen Menschen, eine Situation, dann danke Gott zuerst einmal, dass er ist der Schöpfer. Weil ohne Gott gibt es uns alle nicht. Und danke mal diesem Schöpfer Gott, er hat Menschen im Leibe der Mutter geformt. Und die Bibel sagt, die Hände Gottes haben geformt. Und Gott hat nur zweimal die Hände in Anspruch genommen. Das erste Mal, als er den Staub nahm. Und das zweite Mal heißt es, als er im Leibe der Mutter mit seiner Hand formte. Und alles andere hat Gott durch Worte erschaffen. Also Worte ist etwas Schöpferisches. Und darum danke dem Schöpfer Gott für das wunderbare Werk, für die wunderbare Person, also nicht was sie jetzt ist, sondern wie Gott sie sieht. Gott hat immer einen anderen Blickwinkel, als wir es jetzt haben. Und wir danken ihm, und dann nahm er es und es zerbrach es. Und jetzt gibt es in diesen Menschen vielleicht Zerbrüche oder gewisse Themen, die man nicht sieht. Ich habe auch gestern jemand, ist lustig, getroffen, schon seit Jahren nicht mehr gesehen, hat sie gesagt, jeder von uns hat ein Rucksäckele, einen Rucksack. Also jeder von uns trägt etwas mit. Und das ist genau das, wir alle sind gebrochen. Und ich halte das hin, Jesus, du hast gesagt, du bist am Kreuz gestorben, du hast dein Leib hingegeben, damit wir gesund werden, damit wir geheilt werden. Und ich spreche jetzt Heilung aus über diese Person, dass Gott jetzt dir begegnet. Ich bete, dass Gott dir die Augen aufmacht und du einfach eine Erkenntnis hast. Und ich werde jetzt ein paar Sachen beten. Ich habe das aufgeschrieben hier vom Computer. Ich sage dir, unsere Haushalte sind gesegnet, unsere Gesundheit ist gesegnet, unsere Ehen sind gesegnet, unsere Finanzen sind gesegnet, unsere Geschäfte sind gesegnet, unsere Arbeitsstellen sind gesegnet, unsere Kinder sind gesegnet, unsere Enkelkinder sind gesegnet, unsere Eltern sind gesegnet, unsere Geschwister sind gesegnet, unseren geistigen Dienst, den wir für Gott machen, der ist gesegnet. Alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, ich meine wirklich alles, ist gesegnet. Unser zukünftiger Ehepartner, unsere zukünftigen Kinder, kannst mit zukünftigen alles reintun, ist gesegnet. Unser Darlehen, um Schulden zurückzuzahlen, auch das ist gesegnet. Unsere Herzenswünsche gehen in Erfüllung. Und das spreche ich aus jetzt über dir
und auch über diese Person, wo Gott ein Mandat gegeben hat, für sie zu kämpfen, einzustehen. Und jetzt nimm dieses Brot und kau es und mach dir bewusst, in den Wunden von Jesus Christus geschieht dieses Heilungswunder. Und man isst das und man kaut das, dann ist der Leib Christi hingegeben für dich und mich. Und dann nahm Jesus den Wein, sagt, das ist der Bund in meinem Blut, ein neuer Blutsbund, hoppla, ein neuer Blutsbund. Und Bünde hatten immer eine Bedeutung. Und ich sage das nochmals, Bünde hat zum Beispiel bedeutet, es sind 9 Eigenschaften, was ein Blutsbund bedeutet. Aber eine davon ist, heißt, Gott kämpft an meiner Seite. Ich kämpfe für Gottes Sachen und Gott kämpft für meine Themen. Und Gott hat noch nie irgendeine Schlacht verloren. Nicht eine kleine, nicht eine. Und wenn Gott für dich kämpft, wer mag gegen dich sein? Das ist so ein Ausspruch, den hast du schon 100-mal gehört. Aber wenn du das dir überlegst, dass Gott noch nie eine Schlacht verloren hat, wird es bewusst, ja, stimmt, niemand kann gewinnen. Nimm diesen Wein, nimm das Blut von Jesus und sprich für die Person, die du jetzt betest, vielleicht ist sie in einem katastrophalen Zustand wie der verlorene Sohn, völlig abgedriftet, völlig in der Welt, völlig keine Standards mehr, dann nehme ich dieses Blut auch symbolisch für diese Person und ich sage ihr, und es läuft so runter. Ich sage das jeden Tag, ich liebe das. Das ist so ein schöner Moment. Aber ich spreche jetzt Heilung aus, Vergebung aus über den Menschen, die von Gott sich abgewandt haben. Den Menschen, die sagen, Gott ist für mich nicht mehr real. Der verlorene Sohn, der sagt, ich mache mein eigenes Ding. Und ich nehme dieses Blut und ich sage ihnen, deine Sünden sind dir vergeben. Gott rechnet deine Verfehlungen nicht an. Und du hast ein Herz, das im Grunde genommen Gott sucht und du hast auch eine Bestimmung, eine Berufung, um diesem Gott im Himmel von Herzen nachzufolgen. Und ich segne diese Person im Namen des Vaters, des Sohnes und auch des Heiligen Geistes. Amen. Ganz praktisch, was man machen kann, also wenn du ein Mandat hast, schreib diesen Namen auf und ab und zu, von Zeit, schreib den Menschen eine Textmessage, vielleicht sogar einen Brief. Ich finde das nicht per se doof, weil ich glaube, Menschen brauchen mehr Ermutigung, als du denkst. Und ich bin so dankbar für die Ermutigungen, die ich immer wieder bekomme, weil Menschen denken, ja, der hat das sowieso alles im Griff. Nein, Menschen kennen nicht die inneren Kämpfe, die man eben hat. Weil der Paulus sagte, der ganze Stress, der ganze Druck, hat Paulus gesagt, die ganze Last von einer Gemeinde zu tragen, das ist etwas, was Menschen vielleicht nicht verstehen. Die denken, wir haben ein gutes Team, ist alles organisiert, das stimmt alles, aber es gibt in der unsichtbaren Welt Kämpfe, die ich kämpfe, die ihr nicht kämpfen müsst. Aber ihr kämpft andere Dinge, die ich nicht kämpfen muss. Darum, ich bin dankbar für all eure Gebete und ich bin dankbar, dass ihr mit uns zusammen diese 21 Tage Fasten, Gebet und auch Geben mitmacht, um nach 21 Tagen zu sagen, wenn Ostern kommt, Jesus, bin stärker, als ich angefangen habe. Wir machen das Fleisch schwach, das ist Fasten, um im Geiste klar zu werden. Also, schönen Tag und bis morgen wieder. Ich freue mich wieder. Ciao, ciao. God bless you.